Ja, herzlichen Dank. Es ist schön, heute hier zu sein. Hey, als am 7. Oktober im letzten Jahr dieser Krieg ausgebrochen ist zwischen Israel und Gaza, waren wir wahrscheinlich alle schockiert. Aber was mich in den kommenden Wochen und Monaten wirklich verwirrt hat und auch schockiert hat, ist der ganze aufflammende Antisemitismus in Europa und auch in der Schweiz. Ich habe Berichte gelesen über jüdische Familien, die sich nicht mehr trauen, ihre Kinder an die öffentlichen Schulen zu schicken, und das hier in der Schweiz. Gerade heute Morgen habe ich einen Zeitungsartikel gelesen von einem jüdischen orthodoxen Mann in Zürich, der abgestochen worden ist. Und der jüdische Rabbi Moshe Baumel von der Synagoge in Basel, von ihm kam ein Zeitungsartikel, dass er sich in Basel nicht mehr sicher fühlt und sich nicht mehr als Jude zu erkennen gibt, weil er und seine Frau bespuckt worden sind. Hier in Basel. Und dieser Rabbi, der kommt nächsten Sonntag hier ins ICF Basel und erzählt von seinen Erfahrungen und von seinem Job und so weiter. Dürft ihr nicht verpassen. Moshe Baumel nächsten Sonntag wird hochspannend. Aber der Grund, warum wir diese Predigtreihe machen, ist, weil du und ich, wir als Kirche vor allem eine Verantwortung haben, dass die Geschichte des jüdischen Volkes nie in Vergessenheit gerät. Es ist noch nicht so lange her und nicht sehr weit von uns entfernt hier in Basel, wo man versucht hat, Juden, das jüdische Volk in Gaskammern auszulöschen. Und wir dürfen das nicht vergessen. Aber wir haben auch aus christlicher Perspektive eine geistliche Verbindung zu den jüdischen Wurzeln. Und deswegen machen wir diese Serie, deswegen heute diese Predigt. Weil, schau, der Gott, an den du glaubst, falls du hier bist und du bist gläubig, du sagst, Jesus ist Herr meines Lebens, Jesus ist Teil meines Lebens, Zentrum meines Lebens, dann hast du einen Gott, du glaubst an einen Gott, der sich in der Bibel vorgestellt hat als der Gott von Abraham, Isaac und Jakob. Du glaubst an einen Gott, der sich diese Welt gezeigt hat, Mensch geworden ist, und zwar ein jüdischer Mensch. Du glaubst an einen Gott, der sich in Jesus Christus gezeigt hat. Und schau, Jesus war kein Jude. Jesus ist Jude. Gott wurde Mensch und dieser Jesus lebt. Du glaubst an einen Juden, wenn du Christ bist. Und das Neue mit Jesus, was er angestoßen hat, war ja für die damalige Zeit revolutionär, dass er eben nicht nur ein Gott sein möchte für das jüdische Volk, sondern für die ganzen Völker, für alle Menschen. Und deswegen dürfen wir nie vergessen, was in Johannes 4, Vers 22 steht. Das Heil kommt von den Juden. Also deine Rettung, dein Segen, den du erlebst mit Gott, das hat seine Wurzel, seinen Ursprung beim jüdischen Volk. Heißt das, dass Gott die Juden mehr liebt als die Muslimen zum Beispiel? Heißt das, dass Gott die Juden das jüdische Volk mehr liebt als Schweizer oder Deutsche oder und so weiter oder Buddhisten? Und die Antwort ist klar, nein. Ich möchte kurz diese Grundlage legen und euch lesen, was im Johannes 3, Vers 16 steht. Denn so hat Gott wen geliebt? Die Welt, also alle Menschen, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, Jude, Heide, Grieche, Schweizer, Baselbieter, Iraner und so weiter, jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Gott zeigt uns hier durch seinen Sohn Jesus Christus, dass er Gott sein möchte von allen Menschen. Er liebt alle Menschen und Folgendes gilt für alle Menschen gleich, ob Jude oder Heide oder Muslime. Jesus Christus ist der einzige Weg, gerettet zu werden.
Das gilt für alle Menschen gleich. So, und jetzt die Frage ist, liebt Gott das Volk Israel mehr als alle anderen Völker? Und die Antwort ist klar, nein. Aber er liebt sein Volk Israel auf eine spezielle Art und Weise. Anders als dich und mich. Nicht mehr, aber speziell. Es ist sein ursprüngliches Volk, wo alles begonnen hat, seine Verheißungen zuerst kamen und Gott wurde selbst Jude, er wurde selbst Teil dieses Volkes und hat sich mit ihm verbunden. Und du und ich, wenn wir Teil sein wollen von Gottes Plan, Teil sein wollen von seinem Segen, dann dürfen wir unsere jüdischen Wurzeln nicht vergessen und uns nicht loslösen und distanzieren, sonst verdorren wir. So, und deswegen diese Serie, deswegen verschiedene Themen in diesen Wochen. Heute möchte ich aber über ein spezielles Thema reden und das Thema von heute und seine Frage ist, haben wir die Strenge Gottes vergessen? Haben wir die Strenge Gottes vergessen? Weil schau, es gibt viele Gründe, warum sich Christen im Verlauf der Kirchengeschichte vom jüdischen Volk distanziert haben. Es gibt viele Gründe. Und ein Grund ist, weil Gott im Alten Testament, in der hebräischen Bibel, oft als streng dargestellt wird. Als zornig. Und das war immer der Grund, schon immer wieder, warum sich Christen von diesem jüdischen Gott distanzieren wollten. Ich weiß nicht, ob du das kennst, vielleicht hast du dich da auch schon gefragt, wie bringe ich diese Liebe, die sich in Jesus gezeigt hat, im Neuen Testament, mit diesem Gott im Alten Testament zusammen? So, Jesus barmherzig, liebend, vergebend, er sagt, wir sollen unsere Feinde lieben, wir sollen unsere andere Wange hinhalten und so weiter. Und dann liest du im Alten Testament von einem Gott, der irgendwie manchmal auch streng ist, zornig ist, strafend ist, ja, manchmal Rache übt, Gericht ausspricht über ganze Nationen und das auch vollzieht und so weiter. Und da hast du eine Spannung, vielleicht kennst du diese. Und diese Spannung ist so alt, seit es das Christentum gibt. Wusstest du das? Zum Beispiel 100 Jahre nach Christus entstand eine Bewegung in Rom um einen Mann namens Markion. Also ein Kirchenleiter, der leitete eine Gemeinde und er konnte diese Spannung zwischen diesem Gott im Alten Testament und dem im Neuen nicht vereinbaren und kam zum Schluss und hat gesagt, das sind zwei unterschiedliche Götter. Im Alten Testament ein böser Gott, hat aber nichts mit dem Gott vom Neuen Testament zu tun. Und er hat das wie getrennt und hat sich seine Bibel zusammengebaut, gab die Bibel ja noch nicht in diesem Sinne, und hat gesagt, nee, die jüdischen Schriften, die sind nicht inspiriert, die erzählen von diesem bösen, alten Gott. Und hat einfach ein paar Paulusbriefe genommen und noch das Lukas-Evangelium und gesagt, das ist Gott, so ist Gott, zwei Götter. Und die frühe Kirche hat sich von diesem Markion und dieser Bewegung dann distanziert und hat gesagt, nein, diese Spannung halten wir aus. Die Bibel redet im Alten wie im Neuen Testament vom selben Gott. Und aufgrund dieser Auseinandersetzung mit Markion haben sie sich erst überlegt, okay, welche Schriften gehören jetzt in die Bibel? Und haben sich entschieden, die jüdischen Schriften, die für die Juden als heilig gelten, gehören auch zum christlichen Kanon und so weiter. Dieser Markionismus, das ist ein Begriff von diesem Markion, gibt es bis heute. Den gibt es bis heute. Leute, die sagen, ja, nee, also diese Stellen, die kann ich nicht vereinbaren mit meinem Gottesbild und dann lassen wir das weg. Und ich verstehe das, weil es löst eine Spannung auf, die sich aufbaut in meinem Gottesbild. Weil ich es nicht zusammenkriege, es ist manchmal verlockend zu sagen, nö, diese Stellen von Gott im Alten Testament, ja komm, nein, lassen wir weg. Und das gibt es bis heute. Nur, spätestens wenn du das Neue Testament einmal aufmerksam liest, und das frage ich mich immer, ob diese Markion diese Paulusbriefe gelesen hat, dann fällt dir auf, dass auch im Neuen Testament Gott nicht immer nett ist. Manchmal streng ist, zornig ist und sein Gericht beschrieben wird. Und meine These von heute ist folgende. Meine These ist folgende, dass viele von uns die Strenge Gottes vergessen haben
und das nicht gesund ist für uns. Das ist nicht gut für uns. Ich kenne viele von euch, nicht alle, aber einige von euch kenne ich und ich weiß, ihr seid schon länger im Glauben als ich und ich weiß, ihr seid aufgewachsen und man hat die Strenge Gottes zu sehr betont in deiner Erziehung, in deiner kirchlichen Sozialisierung und du hattest ein Gottesbild von einem strafenden Gott, ein willkürlicher Gott, der nur darauf wartet, dass du einen Fehler machst, dass er dir eins übers Dach gehen kann, oder? Ich habe mir gestern am Freitag so übel den Kopf angeschlagen an der Tür, deswegen meine Scharte, ich weiß nicht, ob man es sieht. Und du bist vielleicht so aufgewachsen, du hast dir den Kopf angeschlagen und hast gesagt, Gott hat mich jetzt gerade gestraft, weil ich irgendwie was Falsches gemacht habe. Und du musstest dich befreien von diesem strafenden, strengen Gott und das war gesund und richtig und wichtig, weil diese Furcht Gottes hat dich geknechtet und eingeengt. Ich sage aber Folgendes, man kann auch auf der anderen Seite des Pferdes runterfallen und sagen, Gott ist nur noch Liebe, bei ihm findet sich nur bedingungslose Annahme. Und schau, während das alles stimmt, kann man das auch übertreiben. Denn plötzlich haben wir das Gefühl, und das ist meine Generation, nicht deine, wenn du älter bist als ich. Ich rede von meiner Generation. Haben wir das Gefühl, dass Gott mich ja lieben muss? Das ist ja sein Job. Er muss mich lieben. Und plötzlich geht jegliche Ehrfurcht gegenüber Gott verloren. Jeglicher Respekt gegenüber Gott. Und Gott muss schauen, dass es mir gut geht und meine Pläne erfüllt werden. Und wenn es mir nicht gut geht, ist Gott nicht gut. Als wäre ich im Zentrum des Universums und Gott muss sich auch um mich drehen. Und wir merken nicht, dass wir Gott zu unserem Diener gemacht haben. Und Jesus als Butler, heruntergesetzt haben. Schau, Jesus hat kein Problem, dir und mir zu dienen. Im Gegenteil, das möchte er sogar. Gott wurde Mensch, kam auf Augenhöhe und hat die Füße gewaschen seiner Jünger. Und Petrus sagt, nein, nein. Und Jesus sagt, doch, das muss geschehen. Ich muss dir dienen, wenn du Anteil haben möchtest an mir. Jesus hat kein Problem zu dienen. Und du musst das sogar zulassen, wenn du seine Liebe erfahren möchtest. Aber wehe mir, wenn ich vergesse, dass es sich bei diesem Jesus um den Sohn Gottes handelt. Wehe mir, wenn ich vergesse, dass es Gott selbst ist, der Mensch wurde, der Schöpfer des Universums, der Höchste von allen. Jede Macht, jede Dunkelheit muss weichen vor ihm. Wehe mir, wenn ich das für selbstverständlich nehme, dass er mir dient. Ich sagte, der muss das ja. Er muss gar nichts. Er möchte das. Versteht ihr den Unterschied? Ich möchte es annehmen und dankbar sein, aber nicht für selbstverständlich nehmen. Und schau, einfach, dass ich das betont habe, bevor wir weitergehen. Ich möchte nicht, dass du heute hier rausgehst und denkst, Gott ist doch kein liebender Gott. Der Prediger hat gesagt, Gott ist nicht ein liebender Gott. Nein, nein, nein. Gott ist besser, als du dir je vorstellen könntest und liebevoller, als wir uns je vorstellen können. Aber ich möchte, dass du das nicht für selbstverständlich nimmst. Das ist der Punkt. Und Paulus spricht das in seinem Brief an die Römer an und wir hatten es letzte Woche schon gehört. Er spricht das an der Gemeinde in Rom gab es zwei Gruppen. Die Juden, die Christen wurden und Heiden, also Nicht-Juden, die Christen wurden. Und das Problem war, dass die Heiden, die Christen wurden, sich überhoben haben über Juden, die Christen wurden. Und er schreibt Folgendes, wir haben es letzte Woche gelesen, ich möchte es nochmal vorlesen, Römer 11, 17 bis 22. Wenn nun einige von den Zweigen herausgebrochen wurden und du als Trieb vom wilden Ölbaum dort eingepfropft wurdest und Anteil bekommen hast an der fettspendenden Wurzel des Ölbaums, dann erhebe dich nicht über die anderen Zweige. Paulus braucht hier das Bild vom Ölbaum, oder? Und er sagt,
Alle Äste, die Teil sind von diesem Baum, gehören zur Familie Gottes, empfangen den Segen von Gott, von diesem fettspendenden Baum und so weiter. Und dann schickt er seinen Sohn, den Messias, und viele Juden nahmen Jesus nicht an. Und Paulus sagt, die wurden herausgebrochen aus diesem Baum. Und dann sagt er zu den Heiden, und du wurdest durch Gottes Gnade, du warst ein toter Baum, ein wilder Baum, eingepfropft in diesen neuen Baum und hast jetzt Anteil an dieser fettspendenden Wurzel. Aber er sagt, bilde dir nichts darauf ein. Und jetzt kommt's dick. Detlef hat letzten Sonntag hier aufgehört, aber ich möchte jetzt noch den nächsten Satz lesen. Okay? Jetzt wird's krass. Wenn du dich aber über sie erheben willst, nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Du wirst vielleicht sagen, es wurden doch Zweige herausgebrochen, damit ich eingepfropft würde. Gut, des Unglaubens wegen wurden sie herausgebrochen. Du aber stehst aufgrund des Glaubens. Bilde dir nichts darauf ein, sondern fürchte dich. Das ist Paulus im Neuen Testament. Fürchte dich. Jetzt geht es noch weiter. Hat Gott die ursprünglichen Zweige nicht verschont, wird er gewiss auch dich nicht verschonen. Bedenke doch die Güte und die Strenge Gottes. Gegenüber denen, die gefallen sind, die Strenge. Dir gegenüber aber die Güte Gottes, sofern du der Güte treu bleibst, sonst wirst auch du abgehauen werden. Das ist mir ins Auge gesprungen, als ich das vor ein paar Monaten mal in Ruhe gelesen habe. Paulus sagt, wir sollen beides tun. Vielleicht nochmal die Folie vorhin. Wir sollen die Güte Gottes bedenken, aber auch die Strenge. Wir sollen beides im Gleichgewicht halten. Die Güte Gottes ist fantastisch, versteht mich nicht falsch. 99% meiner Predigten handeln über die Güte Gottes. Ist auch richtig so, weil Gott ist gut. Und Paulus benutzt seinen ganzen Brief, um über die Liebe Gottes zu schreiben. Dass wir von ihm angenommen sind, nicht aufgrund unserer Werke, sondern allein durch Gnade und Treue Gottes. Und du bist ein Kind Gottes. Und feier das, sing darüber, verlass dich darauf, denke an die Güte Gottes, vergiss diese Güte Gottes nicht. Und gleichzeitig bilde dir nichts darauf ein. Nichts, was du getan hast, hat dich in diesen Baum eingepfropft. Nichts. Gott musste das nicht tun, aber er hat es aus Liebe getan. Müssen tut er gar nichts. Und Gott hat diejenigen Israeliten, die nicht an Jesus gläubig geworden sind, abgebrochen aus diesem Baum. Bilde dir nichts darauf ein, dass du jetzt da drin bist. Weil auch das ist ein Geschenk, das dir wieder genommen werden kann, sagt Paulus. Und das ist der gleiche Paulus. Das ist Neues Testament. Das ist der gleiche Paulus, der ein paar Sätze vorhin schreibt. Nichts kann dich trennen von der Liebe Gottes, die in Jesus ist. Spannung? Ja. Spannung. Gesunde Spannung. Nichts kann dich trennen von der Liebe Gottes. Der gleiche Paulus, der in Römer 8, Vers 15 sagt, ihr habt doch nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, um wiederum in Furcht zu leben. Nein, ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Gleiche Paulus. Er distanziert sich von einem einengenden Gottesbild, der in die Knechtschaft führt. Wiederum zur Furcht, wieder wie im alten Bund. So, Gott gibt Regeln und wenn du dich hältst, bestraft er dich. Nein, Paulus sagt, nein, Gott ist nicht so. Gott ist ein guter Vater. Und gleichzeitig sagt er, denk an die Güte Gottes, aber vergiss die Strenge nicht. Ich glaube, wir können auf beiden Seiten des Pferdes runterfallen. Entweder denken wir an einen Gott, der nur streng ist. So. Der nur darauf bedacht ist, dir eins auf die Finger zu geben, der eigentlich grundsätzlich zornig ist auf Menschen und eigentlich sich Mühe gibt, damit er dich liebt. So. Und das ist falsch, das ist ungesund.
Paulus sagt, Gott ist ein guter Vater. Aber was auch ungesund ist, ist, wenn wir die Gnade Gottes und die Liebe Gottes für selbstverständlich nehmen. Das ist genauso ungesund. Wenn wir Jesus als unseren Butler behandeln und ich bin im Zentrum des Universums und er hat gefälligst seinen Job zu erledigen und mich zu lieben. Und wenn wir jegliche Gottesfurcht, gesunde Gottesfurcht, den Respekt vor Gott verlieren. Gott ist Liebe. Amen. Und ich möchte das nicht für selbstverständlich nehmen. Wenn ich die Bibel lese zum Beispiel, dann möchte ich das mit einem gewissen Respekt tun. In meinem Herzen. Weil Gottes Wort mich immer noch konfrontieren darf und mich in Frage stellen darf. Ich nehme eine Haltung ein, ich habe eine kritische Haltung, wenn ich die Bibel lese. Es ist gesund, Fragen zu stellen, aber ich bin immer noch darunter. Wenn ich am Sonntag komme in den Gottesdienst, dann möchte ich mit einer gewissen Ehrfurcht im Herzen die Lieder singen, hier sein, pünktlich sein. Warum? Weil es ist nicht einfach ein Konzert. Wir machen nicht einfach ein paar schöne Lieder, sondern wir singen zu Gott. Er ist hier, er hat versprochen, dass er hier ist. Das ist gut, dass er hier ist. Es gibt nichts Besseres, dass er hier ist. Aber wenn es nicht um seine Gnade wäre und er hier wäre und ich hier bin, dann würde ich tot umfallen. Er muss gar nichts, verstehst du? Ich möchte das nicht für selbstverständlich nehmen. Ehrfurcht, Respekt. Schau, ich liebe meine Kinder, meine leiblichen Kinder über alles. Und die wissen das und ich sage es ihnen immer wieder und ich sorge für sie und so weiter. Aber ich bin auch streng mit meinen Kindern. Und die wissen auch, Papa ist manchmal streng. Und das ist gut so. Und du kannst deine Kinder erziehen, wie du willst. Du kannst sie autoritär erziehen. Ich mache keinen Kommentar zu diesem Thema. Ich weiß, es steht auch nicht in meinen Notizen. Aber mach, wie du willst. Mach, wie du willst. Ich sage nur, denn Gott in der Bibel hat Autorität. Und ich bin unter ihm. Und er liebt mich trotzdem. Okay. Ich werde noch ein bisschen konfrontierender, wenn es okay ist. Und dann wird es dann besser am Schluss, okay? Also, ich möchte, dass du Folgendes weißt. Und ich habe eine Verantwortung, dir das zu sagen. Vielleicht bist du heute hier, zum ersten Mal hier, vielleicht bist du schon lange Christ und so weiter. Ich sage dir Folgendes, was die Bibel lehrt. Du kannst sagen, glaube ich nicht, ist mir egal. Das ist dein Thema. Ich sage nur, meine Verantwortung ist, dir das zu sagen. Die Bibel lehrt ganz klar, an mehreren Stellen, dass jeder Mensch eines Tages vor Gottes Richterstuhl erscheinen werden muss und Rechenschaft ablegen muss für das, was er in seinem Leben getan hat oder nicht getan hat. Jeder Mensch, egal ob du Moslem bist, Jude bist oder Christ bist, wir alle werden eines Tages gerichtet aufgrund unserer Taten. Wir werden nicht gerettet aufgrund von unseren Taten. Jesus allein rettet. Aber beurteilt, auch wenn du Christ bist, wirst du aufgrund deiner Taten. Und jeder von uns muss Rechenschaft ablegen gegenüber Gott. Römer 14, 10 bis 13. Wir werden alle vor den Richterstuhl Gottes treten müssen. Denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir wird sich beugen jedes Knie und jede Zunge wird sich zu Gott bekennen. Es wird also jeder von uns für sich selbst Rechenschaft ablegen müssen vor Gott. Wir wollen einander also nicht mehr richten. Als ich das gelesen habe, ist mir das so aufgegangen. Paulus sagt, wir sollen uns nicht gegenseitig richten. Und ich habe das immer so verstanden. Ich soll meinen Bruder und meine Schwester nicht richten, weil Gott ja nicht richtet. Wenn Gott ja nicht richtet, soll ich auch nicht richten. Aber die Pointe von ihm ist anders. Er sagt, weil Gott jeden richtet, brauchst du es nicht mehr zu tun. Verstehst du? Weil wir alle vor Gott erscheinen müssen, du musst nicht mir gegenüber Rechenschaft abgeben. Ich muss dich nicht richten. Oh, das ist entlastend. Zum Glück haben wir einen Gott, der für Recht schaut. In all diesem Leid auf dieser Welt, in diesem Elend, Ungerechtigkeit, brauchen wir einen Richter und ich muss es nicht mehr sein.
Und meine Frage an dich ist heute Morgen, hast du Gottesfurcht? Hast du Respekt gegenüber Gott? Lebst du dein Leben in dieser gesunden Spannung, dass Gott dich liebt, aber er müsste es nicht? Oder denkst du, Gott muss mich ja annehmen? Ich sage dir, das ist eine gefährliche Position. Ich glaube, Gottesfurcht ist gesund für dich und mich. Eine gesunde Gottesfurcht. Nicht eine Gottesfurcht, die dich wieder in Knechtschaft bringt. Nicht eine Gottesfurcht, wo du denkst, Gott gibt mir jetzt aufs Dach und sagt, er mag mich eigentlich nicht. Und sagt, nein, eine gesunde Gottesfurcht ist gesund für dich und mich. Und es ist auch wichtig für eine Kirche, die gesund ist. Ich möchte dir vorlesen, Apostelgeschichte 9, Vers 31. Die erste Kirche. Die Kirche nun hatte Frieden in ganz Judäa und Galiläa und Samaria. Sie wurde aufgebaut und ging ihren Weg in der Furcht des Herrn. Und sie wuchs durch den Beistand des Heiligen Geistes. Hier wird eine Kirche beschrieben, die eine konstruktive, auferbauende Furcht Gottes hatte. Eine gute Furcht Gottes. Das tat der Kirche gut, das war gut für sie, die wuchs durch den Beistand des Heiligen Geistes. Und ich glaube einfach in unseren Breitengraden, in meiner Generation, und wenn du hier bist und du hast das früher anders erlebt, dann behalte das im Hinterkopf. Ich rede von einer neuen Generation, die diese Gottesfurcht verloren hat. Das ist was Gutes. Schau, Gott in der Apostelgeschichte geht ab. Der geht ab. So ist es wie die Liebe Gottes wurde von der Leine gelassen. Und Menschen werden geheilt. Und dann heißt es immer wieder, Menschen werden geheilt in der Apostelgeschichte. Und alle staunten und waren voll mit Furcht des Herrn. Und ich denke mir, was ist denn das für eine Furcht des Herrn? Einer wurde gerade geheilt. Warum haben alle Angst? Weil es nicht eine destruktive Angst war, sondern eine Ehrfurcht vor Gottes Macht, vor seiner Liebe. Und da gibt es diese crazy Stellen im Neuen Testament. Ananias und Sapphira, die haben sie lügen über das, was sie gespendet hatten. Sie haben gesagt, wir haben alles gegeben, unser ganzer Besitz. Und Petrus sagt ihnen, nicht mich habt ihr belogen, sondern den lebendigen Gott. Und sie fallen tot um. What? Ich studiere jetzt schon seit 10 oder 11 Jahren Theologie und diese Stelle nervt mich. Verstehst du? Und ich bringe sie nicht zusammen. Ich denke so, was ist das, Gott? Und man kann versuchen, das so zu biegen und so zu biegen. Und ich bin zum Schluss gekommen, ich verstehe es nicht. Und es ist okay, weil Gott ist Gott und ich bin es nicht. Und er kann machen, was er will. Und ich habe eine gesunde Ehrfurcht vor ihm. Ich muss das nicht auflösen. Ich bin sicher, Ananias und Sapphira, die sind gerettet. Die waren direkt bei Gott im Himmel. Da, weil du wirst nicht gerettet aufgrund von dessen, was du tust oder nicht tust, nicht aufgrund deiner Taten, guten oder schlechten Taten, nur Jesus alleine rettet dich. Aber Gott lässt sich nicht verarschen. Seine Gnade ist nicht billig. Wenn ich das Abendmahl nehme, zum Beispiel, möchte ich das mit einem gewissen Respekt tun. In der Achtung gegenüber dem, was meine Rettung ihn gekostet hat. Und ich sage nicht, wir müssen es wieder so machen wie die Katholiken, wobei wir sehr viel von ihnen lernen können. Aber eine gewisse Achtung gegenüber dem, was er getan hat. Wir reden in dieser Serie über das Abendmahl, kommt dann noch. So. Der Grund, warum ich das sage heute, ist nicht, weil ich möchte, dass du heute hier rausgehst und denkst, oh, Gott ist doch kein guter Gott. Nein, er ist ein guter Gott. Ich möchte dir mit auf den Weg geben, dass Gottesfurcht gesund ist. Eine gewisse Art, Respekt gegenüber ihm. Eine Anerkennung meiner Größe und seiner Größe. Das ist gut für dich und mich. Ich möchte schließen mit einer Prophetie aus dem Buch Jeremia. Das ist ein Buch aus dem ersten Teil der Bibel. Das ist ein Prophet, der hat viele Dinge geschrieben, unter anderem über den neuen Bund, über das Neue Testament. Er schreibt darüber, was geschieht, wenn dieser Messias kommt und dass Gott einen neuen Bund mit seinem Volk und der Menschheit schließt. Und er sagt, in diesem neuen Bund werde ich meinen Geist geben in das Herzen der Menschen.
Ich werde ihnen vergeben für ihre Schuld. Ich werde nicht mehr denken an ihre Fehler. Ich werde ihr Gott sein und sie mein Volk. Und jetzt, ein paar Verse später, sagt er in Vers 38, und sie werden mir Volk sein und ich werde ihnen Gott sein. Und ich werde ihnen ein einmütiges Herz und ein einmütiges Verhalten geben, damit sie mich alle Tage fürchten. Ihnen zum Besten und ihren Kindern nach ihnen. Und einen ewigen Bund werde ich mit ihnen schließen, dass ich mich nicht vor ihnen abwende und nicht aufhöre, ihnen Gutes zu tun. Und die Furcht vor mir werde ich ihnen ins Herz legen, damit sie nicht abtrünnig werden vor mir. Er schreibt über den Heiligen Geist, den er dir und mir schenkt. Und Paulus sagt, es ist die Liebe Gottes, die ausgegossen wird ins Herz durch den Heiligen Geist. Und Jeremia sagt, es ist auch die Furcht Gottes, die dir ins Herz rutscht. Nicht, weil Gott will, dass du Angst hast vor ihm, sondern dass du eine Achtung vor ihm hast. Genau. Dass du deinen Weg gerade läufst. Und Gottes Gnade nicht einfach für selbstverständlich nimmst, sondern einfach so, ja, ich weiß, es ist falsch, was ich jetzt tue, aber Gott wird mir ja vergeben. Und er sagt das dir zuliebe und deinen Kindern zuliebe. Und ich frage mich wirklich, ich frage mich, wie viel Scheiß wäre verhindert worden in meiner Generation, wenn ein bisschen Gottesfurcht im Herzen gewesen wäre. Weißt du, wie ich meine? Ein bisschen Respekt vor seinen Geboten. Ein bisschen mehr als jetzt. Er sagt das nicht, weil er dich klein halten will und knechten will, wieder zur Furcht. Nein, dir zum Guten, deinen Kindern zum Guten. Ich möchte dir jetzt die Gelegenheit geben, zum Schluss, kurz dein Leben zu überdenken. Überleg mal, wenn du heute vor Gott treten müsstest, für was hättest du keine Entschuldigung? Wenn das Licht angehen würde, für was würdest du dich schämen? Und ich sage das nicht, um dich zu beschämen. Ich sage das nicht, weil ich denke, Gott will beschämen, sondern weil er deinen Weg gerade machen möchte. Wir alle werden eines Tages vor Gott treten müssen. Ob wir es wollen oder nicht. Warum nicht jetzt den Weg gerade machen? Warum jetzt nicht umkehren? Dir zum Besten, deinen Kindern zum Besten. Ich möchte dir kurz eine Minute geben, um zu denken. Wenn Gott auf Missstände hinweist, ist das immer Gnade, weil es gibt die Gelegenheit, etwas zu verändern. Und wenn du merkst, du musst etwas verändern, dann bete zu Gott. Such dir jemanden, teile das mit jemandem, dem du vertraust. Geh vielleicht zum Gebetsteam nachher, wie auch immer. Aber mach das.